Mein Name ist David Hofer. Ich bin im ICF verantwortlich für die Small Groups und für die Integration. Ich helfe mit meinem Team zusammen, Menschen Teil von ICF zu werden, Teil von einer Group zu werden. Und heute möchte ich euch mitnehmen. Wir haben nämlich jeden Sonntag ein Small Group Programm. Und vielleicht bist du hier als Small Group Leiter und du tauschst dich aus mit Menschen in deiner Wohnung oder wo auch immer, vielleicht auch online, in deiner Online-Small Group. Und ich möchte mit euch ein bisschen eintauchen in dieses Small Group-Programm. Wir werden kurze Zusammenfassung machen von der Celebration, von der Message und danach auch, wie kannst du in deiner Group mit Menschen die Message vertiefen. Es ist wirklich mein Wunsch, dass die Message, dass das Thema, dass es nicht einfach so wie heute genial, wir hatten einen super Input und ja, es hat mich berührt, sondern dass wir da wirklich einfach nachhaltig verändert werden. Und das passiert einfach, wenn wir zusammen unterwegs sind, wenn wir zusammen wirklich über Wochen, über Monate unterwegs sind und uns gegenseitig auch herausfordern, einander gegenseitig auch ins Leben sprechen. Ich lese aus Sprüche, das Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Ich glaube, es ist so ein Ding mit diesem recht führen lassen. Und weil so oft ist es auch einfach so, dass wir nicht die Geduld haben, nicht die Zeit haben und nicht die Zeit haben wollen, sondern wirklich einfach wie schneller unterwegs sein wollen und vielleicht auch zu schnell in irgendwas hineingehen möchten. Es gibt Ablenkungen in unserem Leben. Es gibt Ablenkungen, Dinge, die uns wie hindern wollen, wirklich in das hineinzukommen, was Gott für uns geplant hat. Mir gefällt das Bild vom Samen in der Erde. Er hat keine Ahnung, der Samen hat keine Ahnung, wenn er aufgeht. Also wenn wir uns ganz in diese Abhängigkeit von Gott hineingeben und ihm einfach vertrauen, dann überstürzen wir auch nichts. Ganz bestimmt kennst du auch Menschen in deinem Umfeld, die sind vielleicht zu schnell in ihre Berufung hineingegangen. Und ja, es ist wirklich so wichtig, dass wir da einfach vertrauen, dass Gott den richtigen Zeitplan hat, den richtigen Zeitpunkt kennt und da nichts überstürzen. Weil wenn wir zu früh irgendwie in unsere Berufung hineingehen, aus unserer Kraft hinaus, dann kann danach der Fall wirklich einfach oft tiefer sein. Im Austausch mit deiner Small Group liegt so viel Kraft. Und was du tun kannst, du kannst verschiedene Fragen stellen im Small Group Programm, das wir hier haben. Jeden Sonntag schreiben wir das und du kannst online gehen, ICF.ch/Smallgroup, runterscrollen, unter Small Group Ressourcen findest du das. Und dort stehen auch Fragen für den Austausch drauf. Also frag zum Beispiel in die Runde hinein, was sind Ablenkungen? Was sind Ablenkungen in im Leben? Mach das ganz konkret. Lass alle Leute darüber sprechen, hey, was sind Ablenkungen in ihrem Leben? Und dann so wie als Action Step daraus, als Next Step, ja, und was machst du jetzt mit dieser Ablenkung? Als Leiter einer Small Group, schreibe dir die Dinge auf. Vielleicht habt ihr einen Small Group Chat, irgendwo auf WhatsApp, Telegram oder wo auch immer und schreibt da die Dinge hinein, die Action Steps, die einzelnen Personen machen. Und dann beim nächsten Treffen frag wieder nach, hey, wie ist dir gegangen? Da, wo du die Ablenkung hast, wie ist dir gegangen? Und wie kannst du da einen Unterschied machen? Wie kannst du da vielleicht etwas wie aus deinem Leben hinaus nehmen? Vielleicht kennst du auch die Situation in deiner Small Group, dass da einfach immer vielleicht die einen Leute, die sagen gar nichts. Die sind einfach still, ruhig, warten ab, beobachten. Und dann hast du vielleicht die anderen Personen, die sprechen und sprechen und sprechen und die hören einfach nicht auf. Und da möchte ich dir einfach als Tipp das geben, dass es kommt immer
wieder und fast in jeder Small Group vor, dass du da einfach als Small Group Leader wirklich da auch die Verantwortung übernimmst und vielleicht auch jemand, der immer wieder spricht, dieser Person sagst, ja, hey, danke vielmals für deinen Beitrag. Hey, komm, jetzt wollen wir mal so und so anhören, was er oder sie dazu zu sagen hat. Und dann gib jemandem das Wort, einer Person, die vielleicht sich nicht von sich aus mitteilt. Ja, hey, ich wünsche euch ganz viele coole Zeiten mit euren Small Groups, in euren Small Groups drin. Und hey, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch wiederzusehen.